Howdy Leute, wir sind zurück bei Signal-Simulator. Und ja, wir haben jetzt unsere Antennen ausgerichtet, beziehungsweise nicht ausgerichtet, sondern Kalibrierung. Kalibration. So, wie ihr seht, sind jetzt alle auf 0 ausgerichtet. Ne, also jetzt sind sie alle eingepegelt, so wie es sollten. 19 Antennen haben wir. So, dann wollen wir doch mal anfangen. Und wie wir sehen, verbrauchen wir wieder mehr Strom, als wir eigentlich produzieren. Und das ist nur, weil die Antennen jetzt ausgerichtet werden. Ich weiß nicht, auf was das sie ausrichtet. Ja, gut. Ich weiß noch vieles in diesem Spiel nicht. So, also wir suchen nochmal nach einem Signal, das wir ja letztes Mal verloren haben, weil wir zuerst kalibriert haben. Jetzt haben wir ein Signal gefunden am Sternenhimmel. Da wollen wir doch mal schauen. Wo haben wir das Signal? Hier. Dann analysieren wir das mal. So, analysiert. Jetzt suchen wir nur noch die elektromagnetischen Waves, die wir hier bei diesem, ich würde jetzt mal sagen, Planeten gefunden haben. Hier haben wir es. So. Tracking. Okay, wir haben es getrackt. 90. Na, super. 90 auf 30. Ja, super. So. Ich weiß immer noch nicht, was das für ein Knopf ist. Aber jetzt ist ziemlich viel aufgeleuchtet, was nicht so aufgeleuchtet war. Machen wir das Radio ein bisschen leiser. Search. Also Tracking Available. Autoscan und dann. Das heißt ja irgendwie Track Coordinator. Vielleicht, weil sie jetzt kalibriert worden sind, kann ich diese Sachen jetzt verwenden und die klappen vielleicht auch. Ich weiß es nicht. Wir testen das jetzt einfach mal. Error. Service. Wir müssen mal unser Service anschauen. Ja, das ist doch falsch. Ah, Antenne Server Nummer 11. Ja, komm. Kurrent. Achso, ja. Status. Eigentlich auch alles. Ich meine, der richtet sich ja aus. Dann gehen wir doch mal raus, um die 11 zu holen. Ich habe es leider noch nicht rausgefunden, na, shit, was wir genau oder wie wir es genau machen müssen. Ja. Ach, nur dieses Licht.
Mein Gott. Wir können das, glaube ich, auch vom Serverraum machen, aber ich weiß noch nicht wie. So. Jetzt müssen wir wieder mal die 11 suchen. Wenn man nur wüsste, wo die wäre. Ja, es ist dunkel. Mensch. Das ist die 10. Ne? Dann ist das hier die hinten die 11, glaube ich. Was ist das Grüne da? Was ist das? Wenn wir den Rover mal dahin schicken. Ich weiß zwar nicht, wie man den steuert, aber na, das finden wir auch noch raus. Ähm, Bin ich nun jetzt hier richtig? Jawohl, du bist die 11. Hoppala. Da, 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 da. So, einmal auf. Status. Antenne detected 0. Timeout. Service. Kalibrierung. Ja, die Kalibrierung stimmt schon wieder nicht mehr, ne? Track complete, status available. Ja, Downloads. Reboot. Dann können wir eigentlich hier schon mal hochgehen zu den Diagnosen. Check for calibration. Ja. Ist nicht einfach. Sowas hier zu unterhalten mit so vielen Antennen alleine. Schon recht viel. Ja, mal schauen, ob er die Sachen ausgerichtet hat. Jetzt. Wow. Verdammt. Wir hatten die Zäune hier hingebaut, Mensch. So, parkieren wir wieder neben dem Generator. So, wunderbar. Ich weiß ja nicht, ob für was der Generator gut sein soll. Naja. Also, ich weiß schon, für was ein Generator gut sein soll, aber nicht für was dieser Generator gut sein soll. Bringt er jetzt Strom oder was oder was erzeugt er? So. Warum gehst du jetzt auf 0? 90 und so. Dann wollen wir doch mal. Ja, wir brauchen momentan mehr Strom. Der Generator, der kommt mir irgendwie vor, als würde der gar nichts tun. Ja, 38,92. Wenn wir da mal auf 95 dann gehen. Der hat gar nichts detected.
Ah, das ist irgendwie die Kamera von dem Satelliten, von denen hier. Okay, du bist jetzt ausgerichtet. 35, 90. Ja. Du bist jetzt auch ausgerichtet. Okay, machen wir erstmal den oberen. Ich bin mir sicher, dass der nach unten... Oh, jetzt ist er bei 75. Der schwankt ja auch, hey. Der schwankt ja auch. Mein Gott. Sind wir bei 74. Boah, was der für ein Minimum... Oh, wie soll ich denn den finden? Wie soll ich denn den finden, Leute? Aber irgendwas ist... Irgendwas stimmt nicht. Vor allem hier bei dem. Disable of current. Ne, wir wollen das Signal ja nicht verlieren. Oh. Oh je, ne. Das wird noch eine Sache. Und den Timer habe ich auch vergessen. Ja. Wir machen so lange, bis das Signal abbricht. Aber 90, 31. Wir gehen jetzt mal auf 90, 31. Ja. Ne, 32 passt schon. Running, running, running. Na super. Syntax Error. Server Statistics. Ja, auf jeden Fall laufen diese Sachen wieder. So. Der Antennen Detected hat noch gar nichts, komischerweise. Aber, ja. Ich habe auch nichts. Irgendwas ist komisch. Ich glaube, bevor du ein Signal suchst, musst du eine Kalibrierung durchführen. Ich bin aber nicht ganz sicher. Ja, ist echt nicht einfach, so ein Signal wirklich zu finden. And now it is time for Radio Sidewinder News. This is a Radio Sidewinder News update for the 2nd of June. Wenn man nur mal sehen würde, in welche Richtung, dass man, also ob man näher oder schon weiter weg ist, das wäre natürlich schon nice. Little is known about the Dark Wheel, except for rumors that it is a group of the most elite pilots in the galaxy who are sworn to uphold humanity's deepest secrets. In fact, it is unclear whether the faction in the Shinrata Desra system is the true Dark Wheel, or just a cover organization to help the real group stay consistent. 94. Dark Wheel is purportedly believed to know the location of Raxla, which is itself a confounding mix of mysteries, myth, and legend. Some even say that Raxla contains a gateway to other galaxies.
The pilots leading the effort believe the Dark Wheel to be champions of humanity, and controlled by a sinister group of galaxy's most powerful individuals known only Alter, wo soll man denn das Signal herbekommen? notorious activities in recent history, Running. though evidence proving their involvement is often dismissed as insubstantial. The operation is being called Turning the Wheel. Dozens of independent pilot communities have already expressed their support of the effort, and commanders Boah, of all Mensch. affiliations have been invited to aid the faction by Ah, jetzt promoting kommen wir dem Ganzen doch näher. For those commanders who have not yet achieved an elite rank, they can join the efforts Jetzt in the gehen wir wieder weg. FT926 system. This has been Computer Pete reporting for Radio Sidewinder News. Be careful out there, commanders. Ah, I believe okay. there is more going Müssen on wir here than meets the eye. hier runter. So, wunderbar. Und jetzt müssen wir hier noch. Okay, andere Seite. Wunderbar, jetzt müssen wir eigentlich nur noch den da finden. Da gehen wir mal Richtung 36. So, weil der bei 36 oben ist, ungefähr Durchschnitt. Status, no, Daten, ja. Okay. Jetzt ist er wieder bei 32 unten. Also wir gehen mal auf 28 runter. Von 28 gehen wir 100er, also 1000er Schritte hoch. 10.000er Schritte, würde ich jetzt mal sagen. Oder einer Schritte, 1.0 Schritte, wie man das auch immer sagen will. Ja. Weißt du, ich würde es ja auch toll finden, wenn der eigentlich währenddem, dass er es auspegelt, schon mal anzeigen könnte, ob in diesem Bereich, wo er von da bis dahin, wo er geht, ob in diesem Bereich das Signal ist. Das wäre eigentlich sehr, sehr hilfreich. Aber wenn ich den jetzt so. Den finden wir auch noch. Das habe ich echt noch nicht rausgefunden, wie das funktioniert. Der pegelt sich aber auch nicht wirklich ein, das Signal, ne? Also, ne, es bleibt nicht wirklich konstant. Irgendwo springt ziemlich rum. Und dann soll man das Ding koordinieren. So, come on. Es kann doch nicht sein. Das wird das nicht schaffen. Ja, ich glaube nicht, dass ich den noch ausgerichtet bekomme.
Und ich würde jetzt einfach mal sagen, wir werden es in der nächsten Folge rausfinden, ob wir es geschafft haben oder nicht. Bis dahin. Tschüss, ciao, ciao.